Hey, Anna Zellig, mein Name. Glaubst du an Riesen? Oder gibt es die gar nicht? Ich weiss es nicht, aber wir hören zusammen eine Geschichte, in der geht es genau um diese Frage. Das sind die Riesengeschichten. Ich heisse Martin und wohne in der Stadt. Nicht richtig in der Stadt, ein bisschen ausserhalb. Aber auch nicht so ab vom Schuss wie meine Großmutter. Sie heisst Martina und wohnt in einem kleinen Dorf in den Bergen. Als ich sie das letzte Mal besucht habe, habe ich zu ihr gesagt: Bei uns in der Stadt ist alles grösser. Die Häuser, die Läden, die Strassen, die Lastwagen. Und der Lärm gerade auch. Ja, es ist einfach alles grösser. Ja, kannst denken, ihr habt ja nicht einmal Riesen in der Stadt. Jetzt muss man wissen, die Riesen sind das Lieblingsthema von meiner Großmutter. Sie sagt, dass bei ihr im Tal früher einmal, vor sehr langer Zeit, ein Haufen Riesen gelebt haben. An das können sich aber nur die Allerältesten noch besinnen. Es sind nicht die Blumen oder die Schafe. Auch nicht die ältesten Menschen oder Bäume. Nein, die ältesten bei der Großmutter sind die Berge. Schau mal zu den Jinglehörnern rauf. Aha. Es gibt Leute, die sagen, ja, da hat es ein paar Berge. Ja. Ich sage dir aber, das sind nicht ein paar. Es sind präzise 9. Und zuoberst sind es nicht einfach spitz. Das siehst du doch auch, oder? Ja. Das sind 9 Zipfelkappen von 9 Riesen, die ins Tal schauen. Das sind Riesen. Die Leute sagen, dass Großmutter Martina spinnt, wo sie mit dem Wasser, den Bäumen und sogar mit den Bergen redet. Großmutter Martina hat mir erzählt, bei ihr im Tal gäbe es einen Berg mit einem Loch. Von da unten sieht das Loch munzig aus. Aber wenn du oben vor dem Suchen stehst, ist es mächtig gross, etwa wie ein Haus. Das ist gross. Jetzt machst du aber grosse Augen. He? Das Loch hat einer gemacht, der auch Martin geheissen hat. Ein Hirt. Das ist nicht so lange her. Da hat es im Tal schon Blumen gegeben, und Schafe, und Menschen und Bäume, aber schon fast keine lebenden Riesen mehr. Und darum ist der Hirt Martin schöner geklüpft, wo plötzlich ein Ries vor ihm gestanden ist. Mutig, es müsste kein Kleintaler sein, ist der Martin auf ihn los und hat ihn angeschnärzt. Verschwind, du langer Lulatsch, du Elende, ohnmächtige, Pfoten weg von meinen Schafen, sonst kommst du es dann mit mir zu tun über, nur als du weisst. Da ist der Ries mehr verschrocken und ab ins Bisiwetter über Stock und Stein, das heisst überall Berge oder eben über Jinglehörner. Den 9 riesen Zipfelkappen. Das heisst über seine Urgroßväter. Präzis! Und der hat nicht schlecht gestaunet über den mutigen Bub. Oh, ja. Martin, 9-mal haben sie gehebt. Der Martin hat zuerst gemeint, es sei das Echo. Da ist ihm Sinn gekommen, dass das doch der Ries sein könnte, der ohnmächtige Lulatsch, und ihm noch einmal frech kommt. Dann nimmt der Martin seinen Knebel zum sicher sein und wirft ihm nach und trifft mit ihm den Berg. Heimatland hat der angefangen zu krosen und krachen und knotzern und stüben und sirachern. Und die Bergriesen haben gewichset, böget, Gru, Mia! Und einer hat geglaubt, Hilfe gerufen. Und was wieder geeignet hat und der Martin wieder durchgesehen hat er Augen gemacht wie Gutterenböden. Es ist ihm in alle Glieder gefahren. Mit dem Knebel hat er nämlich ein Loch in den Berg getatscht. Und das mit dem Loch ist wirklich wahr? Klar! Meinst du, ich erzähle dir einen Kabis? Nein. Aber wenn ich so stark wäre, hätte ich sicher noch mehr Löcher in die Berge gemacht. Die würden aussehen wie ein Emmentaler Käse. Fest der Gleichflaggerie wie der Martin. Der hat nämlich überall im Tal vom Ries verzapft und am Loch im Berg und grosskotzend umeinander plagiert. Zum Glück
Hätte er aber auch eine Grossmutter gehabt. Auch eine Martina, die ihm gehörig Meinung gesagt hat. Moment. Ich heisse Martin. Meine Grossmutter, also du heissest Martina. Der Hirt heisst Martin. Er hat eine Grossmutter, die auch Martina heisst. Und der Ries heisst auch Martin. Genau, jetzt hast du es erledigt. Weisst, der Ries Martin ist eigentlich nicht so ein riesengrosser. Eher noch ein Pfüderi, noch jung und auch stabil. Aber stell dir mal vor, wie grosse Füße als er jetzt schon hat und gross und schwer als er noch schon ist. Der hat eine derige Angst, dass er jemanden verstampfen kann. Darum passt er unheimlich auf und ist lieb. Und hilft den Gämsen, wenn sie sich in den Planken verlaufen haben, gibt an den Blumen Wasser, was im Sommer nicht verdurstet. Nur zu den Schafen ist er nicht so nett. Warum? Nacht schnappen der Albix 2 Schafe von der Weide und schoppen sie in die Ohren. Was, Schaf in die Ohren stopfen? Weisst, wie laut, als der Riesenries schnarchelt. Und wenn der kleine Ries Martin nicht pfusen kann, weil der Riesen wieder einmal schnarchelt und sagt, wie letzt, schnappt er eben 2 Schafe und schoppt sie in die Ohren. Zuki, das ist nicht so nett, aber am Morgen stellt er beide Schafe einmal wieder auf die Weide. Die Hirten merken meistens nicht einmal etwas davon. Wenn ich ein Schaf wäre, ich hätte einen Schock fürs Leben. Ja, der Schaf macht das nicht. Aber Riesen gibt es eben schier keine mehr. Und darum hat Grossmutter Martina mit dem Hirt Martin gekiebet. Du bist wirklich ein Riesenlappi und du Gackelari verscheuchst mir noch der Letzte und allerliebst. Am Martin hat es leid tun, als er auch so grob war mit dem Ries. Von jetzt an ist er altbot zum Loch rauf und ist ihm gerufen. Martin! Martin! Und? Ist der Ries Martin zurückgekommen? Woher soll ich das wissen? Meine Grossmutter ist aufgestanden und ist ins Haus geschlagert. Ich habe sie in der Küche gehört mit den Töpfen hantieren. Sie hat angefangen zu kochen. Und wenn die Grossmutter Martina am Kochen ist, hört sie nichts mehr. Grossmutter Martina kann mit dem Wasser, den Bäumen und sogar mit den Bergen reden. Darum sagen die Leute, dass sie spinnt. Aber mir ist das gleich. Sie ist die beste und grösste Grossmutter auf der ganzen Welt. Sie ist wirklich gross. Sehr gross. Nicht so gross wie ein Ries. Sie ist einfach grösser als die anderen Leute. Grossmutter Martina sagt, dass die Berge ringsherum früher Ries waren. Das müssen Riesenries sein, weil die Berge wirklich hoch sind. Die Spitze zuoberst sind wie riesen Zipfelkappen. Schau mal, man sieht es ganz gut. Aber wo sind die Beine? Weit im Boden innen. Darum haben die Riesen dann nicht mehr fortlaufen und sind versteinert. Das glaube ich nicht. Musst nicht. Das ist einfach so. Die Berge werden es einmal schon wissen. Die haben wir ja erzählt. Und wie geht die Geschichte? Ja, das ist einfach das Zeitchen her. Du hättest da noch anders ausgesehen. Und es haben noch riesen Tage gehauset. Gerade freundlich waren sie nicht miteinander. Gegenteil. Die ganze Zeit hatten sie Krach gehabt. Vor allem, wenn sie Hunger hatten. Und Hunger haben sie ja fast beständig gehabt. Herrgott, haben die abends einander wüst gesagt. Der eine hat gerufen, du Mordsmörder! Mordsmörder? Nicht schlecht. Was hat der andere gerufen? Du Ofenhocker! Wieso gerade Ofenhocker? Warte jetzt! Du musst gerade etwas sagen. Ausgerechnet du hat der erste Nummer gegeben. Du, wo du immer drinnen hockst. Du ewiger Stubenhocker. Du trauriger Kämmer. Heppa! Ich schluder die Schafplanken in die Tore. Wasserberg. Schafplanken? Wasserkopf? Nein, Wasserberg. Wasserkopf wäre aber auch gut. Das hat er aber nicht gesagt. Es ist noch weitergegangen. Du hast ein Horren anstatt ein Kopf, hat er eingeschnärzt. Und du gerade 2, du 12 Jahre. Ich gebe dir einen Tritt auf deine Glatze, dann kommst du gerade ein paar Hörerli über.
Sie Höreli Haar? Nein, Horre, du Klaus. Ah, Hörner. Genau. Und wenn ihnen nichts mehr in den Sinn gekommen ist, zum einem anderen nachrufen, haben sie einander mit Knüppel auf den Ring gegeben und einander abgeschwortet. Das ist dann hin und her gegangen und zack und aua und jetzt da hast du. Super, das ist ja wie bei uns auf dem Pausenplatz. Es hat einfach keine Pausenglocke geläutet. Es ist immer weitergegangen. Keiner wollte aufhören. Im Gegenteil, da haben sie sogar angefangen, einander in den Boden hineinzuschlagen wie Pfosten. Mit den Füßen voran. Zuerst bis zu den Knien, dann bis zu den Hüften, dann zum Bauch. Zuletzt hat noch der Kopf rausgeschaut und sie haben sich nicht mehr verroden. Das ist wirklich wahr. Sicher auf Ehr. Heute noch heissen die Berge wie der Schlötterlig, wo sie einander angehängt haben. Mörder, Dritthöreli, Ofen und Kämmler, Wasserberg, Schafplanken und 12 Huren. Ich habe das den anderen Kindern im Dorf erzählt. Und jetzt sagen sie, der Martin spinnt, wie seine Großmutter. Sie lachen mich aus. Ist doch gleich. Lass einfach reden. Willst du ein Bäckeli heisse Schoki? Bei der Großmutter Martina gibt es nicht einfach eine Tasse heisse Schoki. Bei ihr ist die Tasse riesig und voll bis an den Rand. Und im Garten ist alles grösser. Großmutter Martina hat die grössten Kürbis und Salatköpfe im Tal. Der Garten ist schön wild und sogar ein Bach fließt quer durch. Der Bach da erzählt mir immer alles, was im Tal passiert. Und dann habe ich noch einen Ohrenbaum im Garten. Ein Ohrenbaum? Ein Baum mit Ohren? Ich sehe aber keinen. Nein, du musst dann auf den Baum hochklettern und dann ganz fest am Astloch suchen und hören. Und wirklich, der Baum hat mir eine Geschichte erzählt. Eine Riesengeschichte natürlich. Und der Baum hat Gackelari gesagt, und Pfüderi, Plagöri, Lappi, Herrgott, Heimatland und Schlötterlig. Und noch andere lustige Wörter, die ich sonst nur von meiner Großmutter kenne. Und irgendwie hat der Baum auch eine Stimme wie meine Großmutter. Ich habe dann runtergeschaut und gesehen, dass meine Großmutter unten am Boden in ein Astloch gekuschelt hat. Ich habe ihr nichts gesagt, aber ich hatte eine riesige Idee. Ich bin zu den anderen Kindern gegangen und habe gesagt, dass ich bei meiner Großmutter im Garten einen Ohrenbaum habe. Natürlich haben sie mich noch mehr ausgelacht und wieder gerufen, der Martin spinnt, wie seine Großmutter. Das Mal war ich gar nicht beleidigt. Ich habe nur gesagt, wenn ihr es nicht glaubt, könnt ihr ja schauen. Und sie mussten auf den Ohrenbaum klettern und dem Astloch hören. Und ich habe es besser gemacht als meine Großmutter. Ich habe meine Stimme verstellt und habe mich versteckt. Und die Kinder haben zugelassen und gestaunt. Und seither bewundern sie mich. Und daheim erzählen sie ihren Eltern, dass Großmutter Martina einen Ohrenbaum hat im Garten, der Geschichten erzählt. Und sie sagen nicht mehr, dass sie spinnt. Übrigens, das mit den Bergnamen habe ich nachgeschaut. Das ist genau so, wie die Großmutter es gesagt hat. Es gibt da sogar einen Alpikopf und einen dicken Wald und ein Hornloch und eine Knolle und Ruchen. Und beim Ahornplank weiss ich zwar nicht genau, was es heisst, aber es ist sicher ein Riesenschimpfwort. Meine Eltern machen sich ein bisschen Sorgen um mich, weil ich jedes Mal, wenn ich von der Großmutter Martina von den Bergen in die Stadt zurückkomme, nur noch von Ries rede. Von einem kleinen, netten Ries, der auch Martin heisst wie ich, oder dann erzähle ich ihnen von grauenhaften Riesenries, die die ganze Zeit laut umschreien und sich abschlagen. Kürzlich, als ich bei meiner Großmutter Martina war, habe ich sogar von einem Ries geträumt. Ich habe geträumt, dass ich mit dem Ries Martin in einer Hängematte liege. Eine riesen Hängematte. So gross wie eine Hängebrücke. Wir sind hin und her gegampft und es war richtig gemütlich. Und der Ries Martin brummelt so ein Lied. Und es kutzelt, wo wir aus seinem Bauch liegen. Und alles macht brumm, brumm, brumm.
Plötzlich hat es einen Riesenlärm gegeben. Ich habe gemeint, es sei Donner und Blitz und Bergsturz und Lawinen in einem. Ich habe zittert vor Angst und habe mich im Hosensack von meinem Riesenfreund versteckt. Musst keine Angst haben, Martin. Das ist nur der Ries Ardona, der wieder einmal ein bisschen Hunger hat. Und was will er? Ein Dinosaurier einklemmt. Und zwar so eins, wie er's gerne hat. Zunderst ein schön weiches Stück Brot. In der Mitte die Füllung und drauf eine rechte Scheibe älteres, härteres Brot. Er hat unten eben schlechtere Zähne als oben. Und dazwischen ein Dinosaurier? Ja, du sagst es. Da hat es wieder donnert und gerebelt und jemand hat gerufen. Ich glaube, der ruft an uns. Musst nämlich wissen, der Sardona ist der grösste Riesenries. Und all haben Schiss vor ihm. Er will eben beständig, als die anderen Riesen für ihn Dinosaurier jagen, zum Dino-Brötli machen. Ich weiss schon, dass es schon lange keine Dinosaurier mehr gibt. Aber im Traum weiss man so Zeug nicht. Und darum habe ich gefragt, müssen wir jetzt einen Dinosaurier jagen? Nein, wir sagen einfach, es hat gar keine und machen den Einklemmt mit Dinosaurierkäse. Da ist er zufrieden. Der Faulpelz liegt ja sowieso immer nur umeinander und lässt sich bedienen. Meinst du, der stöch auch nur einmal auf? Bemeid nicht. Wir haben beschlossen, dass wir einem Riesen Sardona einen Streich spielen. Zuerst haben wir die Brothälften austauscht. Oben weich und unten hart wie Stein. Und dann haben wir den stinkigsten Käse genommen, den wir finden konnten. Ein Käse, der 10 Kilometer gegen Wind nach Dinosaurierbock stinkt, dass einem gerade schlecht wird. Und dann habe ich noch einen Ort gekannt mit Brennnesseln und anderen scharfen Kräutern. Und von denen haben wir auch noch ein paar Kilo dazu getan. Als alles parat war, habe ich mich wieder im Hosensack vom Ries Martin versteckt. Durch ein kleines Loch konnte ich den Ries Ardona sehen. Er hat steinalt ausgesehen, gefürchtig und richtig gefährlich. Sardona! Dinosaurier sind einfach all ab, auf und davon. Aber ich habe dir ein feines Einklemmt mit Käse gemacht. Der Ries Ardona hatte so Hunger, dass er gar nicht zugelassen hat. Er hat das Sandwich gepackt und einen riesen Biss genommen. Aber der war fertig mit Rumliegen. Es hat gebrannt und gestunken, und zwar gleichzeitig. Dazu hat er die schlechten unteren Zähne am harten Brot ausgebissen. Und die guten oberen Zähne sind im weichen Brot und im Stinkkäse stecken geblieben. Der Sardona hat gekreiht wie ein Riesengückel, ist aufgesprungen und hat angefangen, jeden See auszutrinken, den er finden konnte. Zuerst der Milchspülersee, aber der hat kaum genützt. Er ist auf die andere Talseite gekumpelt, hat den Mutsee ausgetrunken und dann noch das Hexenseeli. Das hat er besser nicht gemacht. Das Hexenseeli ist dafür bekannt, dass es alles stärker macht. Wenn es ihm gut geht, geht es ihm noch besser. Und umgekehrt wird es ihm noch elender, wenn es ihm schon vorher schlecht gegangen ist. Und dem Ries Ardona ist es vom Hexenseeli so richtig schlecht geworden. Jetzt mussten der Ries Martin und ich uns schnell verstecken, weil der Sardona gestorben war und hat uns überall gesucht. Ich wäre am liebsten aufgewacht aus diesem riesen Traum, aber ich konnte nicht aufwachen. Der Ries Ardona hat jeden Stein umgedreht, um uns zu finden. Und wo er so riesig war, waren das nicht Steine, sondern ganze Felsen und sogar ganze Berge, die er auf den Kopf gestellt hat. Es war ein Geschrei und ein Lärm. Viel schlimmer als der schlimmste Lärm in der Stadt. Aber er hat uns zum Glück nicht gefunden. Irgendwann ist der Sardona so müde geworden, dass er abgelegen und eingeschlafen ist. Und als das Schlimmste vorbei war, bin ich aufgewacht.
Ich war ganz kaputt von diesem Traum. Aber ich wollte ihn unbedingt der Grossmutter Martina erzählen. Jetzt kann ich ihr eine riesige Geschichte erzählen. Aber noch bevor ich anfangen zu erzählen, sagt sie: Willst du ein Dino-Brötchen? Was? Woher weißt du, was ich geträumt habe? Keine Spur von Traum. Berge haben es auch mir schon lange erzählt, als der Risaris Sardona fürs Leben gerne Dinosaurier eingeklemmte heb. Und schau dort rauf. Links von den Jinglehörner, derselbe Schönspitz, heisst sogar Pitz Sardona. Und der steht irgendwie verkehrt. Und zum Dropsi da, wie viele andere Berge rundum auch. Die alten Schichten oben, die jungen unten und mitten innen die Füllung. Wie bei einem riesen Sandwich. Genau. Willst du jetzt eins? Und die Grossmutter Martina hat mir ein riesiges Dinosaurier-Sandwich gemacht. Ich weiss schon, dass es keine Dinosaurier mehr gibt und dass es darum auch keine Dinosaurier-Sandwich geben kann. Aber die Grossmutter Martina sagt, sie hat noch einen extra Dinosaurierwurst-Vorrat. Und warum sollte das nicht stimmen? Das mit dem Berg stimmt dem auch. Im Tal von meiner Grossmutter Martina stehen die Berge wirklich auf dem Kopf. Ich bin gerne draussen im Garten oder an den Berghängen und es ist viel mehr los als in der Stadt. Aber heute hat es geregnet. Es hat nicht nur geregnet, es hat geschüttet. Also bin ich im Haus geblieben und bei meiner Grossmutter Martina mit meinen Fragen auf die Nerven gegangen. Sie war in der Küche am Fuhrwerken und da wird sie nicht gern gestört. Sogar wenn ich etwas über Reis wissen will. Warum schläft der Reis Sardona unter einem Berg? Als er warm hat. Ist das nicht ein bisschen hart? Das musst du auch selber fragen. Unter welchem Berg schläft der Reis Sardona? Unter einem Pitz Sardona denken. Du musst ein bisschen denken, Bub. Seit wann hast du einen Ohrenbaum im Garten? Seit ich weiss. Warum heisst der Ohrenbaum, wenn er doch keine Ohren hat? Eben, weil er mit einem redet und man ihn hört. Ist der auch mal klein gewesen? Warum willst du das wissen? Einfach so. Ist der Ohrenbaum auch nicht klein gewesen? Hey, bist du ein Plattgeist heute? Warum? Darum. Hast du schon einmal den Reis Martin getroffen? Bis jetzt ruhig. Sonst schnäpfe ich noch in die Finger wegen deiner ewigen Frägelten. Ich habe es aufgegeben und bin auf Estrung. Der Regen hat aufs Dach getrommelt. Es war richtig gemütlich. Auf dem Estrug oben hat es alte Möbel, einen Schaukelstuhl mit einer Ständerlampe und nebendran eine Kiste mit alten Büchern. In dieser Kiste hatte es auch noch alte Kleider, Schuhe und einen Hut. Ich habe es anprobiert und es war mir alles zu gross. Und weiter unten habe ich noch etwas gefunden, das zuerst wie ein grosser, gelismeter Pulli ausgesehen hat. Aber es hatte kein Ärmel, kein Loch für den Kopf. Und plötzlich war mir klar, das ist eine riesige Zipfelkappe. Die würde nur an einen Reis passen. Die ist sicher für einen Reis Martin. Zuletzt habe ich zuunterst in dieser Kiste eine alte Karte von unserem Tal gefunden, die wahrscheinlich der Grossvater Martin selber gezeichnet hat. Ich war ganz aufgeregt. Da ist ein Riesengarten gestanden und Treffpunkt am Bächli und Riesenwurstfeuerstelle und Versteckbuch. Gibt's das alles? Das wollte ich sehen. Ich bin runter, an der Grossmutter vorbei, habe die Jacke und die Schuhe angelegt und bin rausgerannt. Hey, wo gehst du her bei diesem Wetter? Ich komme gleich wieder. Es hat gekutet, aber ich kenne die Gegend auswendig. Ich habe schnell die Plätze gefunden, die auf der Karte eingetragen waren. Riesengarten, Treffpunkt am Bächli und Riesenfeuerstelle. Aber dort habe ich nichts Besonderes gesehen. Vielleicht ist es schon zu lange her. Oder da war gar nie etwas. Für das Versteckbuch musste ich ein ganzes Stück laufen, den Berg darauf. Und tatsächlich.
Da ist eine kleine Hütte gestanden. Ich konnte die Türen aufmachen und habe zuerst eine Weile gebraucht, bis sich meine Augen ans Dunkeln gewöhnt haben. Es hatte einen Tisch und 2 Stühle und einen Ofen. Aber wo ist das Buch? Ich habe alles abgesucht, aber nichts gefunden. Dann habe ich erst gemerkt, dass ich flotschnass war. Ich habe gefroren und mit den Zähnen geklappert. Ich bin auf den Stuhl gehockt und habe dem Regen zugelassen, wie er aufs Dach klopft und meine Zähne, wie sie klappern. Plötzlich habe ich von draussen einen Schritt gehört. Jemand hat die Türen aufgemacht und er riss... Nein, zum Glück nicht. Hast doch noch halb gedacht, als du da bist. Komm, zieh das flatterige Zeug ab. Hat er trockene Kleider mitgebracht? Merci. Das sind aber grosse Sachen. Willst du einmal nicht Blut rumhocken, oder? Die sind vom Grossvater Martin. Und da kannst du reinschleifen. Du hast die Riesenzipfelkappe mitgebracht? Da hast du einmal Platz drin. Und es gibt warm. Was hast du nämlich dabei gedacht, als du bei diesem leiden Wetter noch draussen bist? Ich will den Ries Martin treffen. Schlägst meine Schuhe dem Grossvater nach. Der gleich Stierengrind wie er. Weißt du, wo das versteckte Buch ist? Ja, das hat der Grossvater Martin heimgenommen. Es liegt im Estrig oben. Ja, dann bin ich für nichts rauf. Hättest schon etwas können sagen, nicht einfach drauf losschuhen. Jetzt warten wir, bis es aufhört zu regnen. Dann gibt es den Ries Martin wirklich. Natürlich, hat er es ja gesagt. Und warum hast du ihn nie eingeladen? Warum? Hast du die Riesenzipfelkappe gelesen? Ja, Warum? als du nicht anfängst zu frieren, wenn du allein im Hudelwetter aus umeinander stürchelst, du Lappi. Sag Grossmama, hast du den Grossvater Martin gern gehabt? Ja klar, sonst hätte er nicht geheiratet. Machst du mir daheim eine heisse Riesenschoppe? Endlich etwas Gescheites. Die Grossmutter hat ihre grossen Stiefel angelegt und wir haben uns auf den Heimweg gemacht. Übrigens, ich kenne niemanden, der so grosse Schuhe hat wie die Grossmutter Martina. Aber ich glaube, ich kenne noch niemanden, der so ein grosses Herz hat wie sie. Und morgen wollte ich mir das Buch auf dem Estrig anschauen. Jetzt bin ich viel zu müde und will nur noch ins Bett. Ich heisse Martin, wohne in der Stadt und bin bei meiner Grossmutter Martina in den Ferien. Das musste ich mir heute Morgen ganz laut zu mir selber sagen. Ich bin nämlich erst am Mittag aufgewacht und hatte darum einen brummeligen Kopf und zuerst gar nicht gewusst, wer ich bin und wo ich bin. Die Grossmutter hat im Garten gefuhrwerkt. Irgendetwas hat sie umgeschürgt. Und es hat so gesiracht, wie wenn sie ganze Baumstämme umeinander bängelt. Aber ich war zu faul zum Aufstehen. Ist das alles? Türli, willst du nicht ein Dino eingeklemmt? Oder wenigstens ein bisschen frisches Birnenbrot? Nein, danke, Martina. Ich gehe jetzt. Und dann hat es gestampft, wie wenn eine ganze Elefantenherde davonzotteln würde. Und dann war plötzlich still. Das vorher war die Stimme von Ries Martin. Die Stimme kenne ich aus dem Traum. Aber das vorher war sicher kein Traum. Ich bin ans Fenster gesprungen und habe rausgeschaut. Guten Tag, du Siebenschläfer. Bist auch schon auf? Wer war da? Was? Ja, ich habe doch Stimmen gehört. Du hast geträumt, Bub. Leg dich an und komm zum Morgen zum Mittagessen. Es gibt frisches Birnenbrot. Ich habe mir ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt, habe mich blitzschnell angelegt und bin runter. Das ist aber weit gegangen. Die Katze wäsch. Grossmutter, der Baumstamm da aussen ist gestern noch quer über den Weg gelegen. Ja, und jetzt ist er dort, wo er hergehört. Aber das hast du ja nicht alleine können. Natürlich nicht. Der Nachbar ist mir zu Hilfe gekommen. Komm, sitz ab. Aus irgendeinem Grund erzählt mir die Grossmutter nicht alles. Dann muss ich es selber herausfinden. Ich muss einfach gut aufpassen, was die Grossmutter macht. Vielleicht geht sie irgendwo her und trifft den Ries Martin. Am Abend bin ich mit meinen Kleidern ins Bett und habe gehört, ob die Grossmutter fortgeht oder ob es wieder Besuch gibt. Ich habe gehört, wie das Gartentürchen giert und bin schnell hinterher. Sie hat einen grossen Korb gedreht
Wir sind eine Weile gelaufen. Und dann habe ich verstanden, wo es hergeht. Zum Hütli rauf, wo der Grossvater Martin den Ries Martin getroffen hat. Die Grossmutter ist rein und gerade wieder rausgekommen und zurückgelaufen. Als sie weg war, habe ich ins Hütli geschaut. Auf dem Tisch sind 2 grosse Birnenbrote gelegen, mit einem Zettel. Ein guter ist dort gestanden. Ich konnte nicht warten, ob der Ries Martin kommt. Ich musste zurück. Und zwar schneller als Grossmutter. So schnell bin ich noch nie gerannt. Im letzten Moment und ganz ausser Schnuff bin ich ins Bett gegumpelt, kurz bevor das Grossmutter heimgekommen ist. Und am Morgen bin ich früh auf, schon am 6 Uhr. Was ist auch los mit dir? Zuerst verschlafen, Hand um, in einer Herrgottsfrühe wie ein Gückel. Ich gehe ein bisschen raus. Zuerst gibt's zu morgen. Aber ich wollte so schnell wie möglich zum Hütli rauf wollen. Vielleicht ist das Birnenbrot noch da. Und dann kann ich auf den Ries Martin warten. Ich habe zum Morgen Abend geschlungen, bin raus und bin losgerannt. Aber das Brot war schon weg. Auf einem grossen Zettel ist «Messi vielmal» gestanden. Ich habe ihn gesucht. Ich habe sogar gerufen «Martin!» Ich habe gesucht und gesucht, aber ich habe ihn nie gefunden. Ich habe den Zettel genommen und bin wieder zurück. Hey zu meiner Grossmutter. Hast du den verpasst? Wer? Das nächste Mal musst du halt noch früher aufstehen. Und den Zettel kannst du ins Buch schreiben. Warum weiss Grossmutter Martina immer alles zum Voraus? Und von welchem Buch redet sie? Ah ja, das Riesenbuch. Ich bin auf den Ästig und habe das Buch vom Grossvater Martin vorgenommen. Der Grossvater Martin hat den Ries Martin häufig getroffen und hat in das grosse Buch Zeichnungen vom Ries gemacht. Der Ries hat auch gezeichnet. Riesenberge, Riesenschafe, Riesenblumen. Ich habe den Zettel genommen und in das Buch hineingeklebt. Wie macht der Ries Martin das, dass man ihn nie sieht? Er ist doch so gross. Er ist halt unheimlich ein Scheuche. Und geschickt. Er hat Versteck, wo nicht einmal ich weiss. Aber ich würde ihn doch so gerne sehen. Ja, und dann? Was würdest du machen? Wir wären Freunde. Ich hätte den grössten Freund, den man sich nur vorstellen kann. Jetzt gehst du aber haushoch an. Was würdest du ihm da sagen, wenn du ihn triffst? Ich würde zum Beispiel sagen: «Hallo Ries, ich heiße Martin.» Salü Martin, ich heiße wie du, Martin. Das ist lustig, dass wir gleich heissen. Ist wirklich lustig, gell? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Die Stimme war echt. Ich habe meine Grossmutter angeschaut. Ist er da? Ja, der Ries Martin hockt von aussen und wartet auf eine U-Länge. Er hat sich ja nicht die ganze Zeit runterbucken und ins Küchenfenster hineinschauen. Ich bin schnell raus. Aber zuerst habe ich ihn nicht gesehen. Der Ries kann doch nicht so schnell verschwinden. Erst, als der riesige Tannenbaum neben dem Haus gelacht hat, habe ich gesehen, dass sich dort der Ries drin versteckt hat. Ich glaube, es kann sich niemand so gut verstecken wie der Ries Martin. Er ist halt sehr schüch. Aber jetzt kennen wir uns. Und in den nächsten Ferien machen wir zusammen eine riesen Feuerstelle. Und eine Badwanne so gross wie ein Schwimmbad. Und eine riesen Hängematte. Und ein riesen Restaurant machen wir auch. Und wir sind richtige Freunde. Ich, der Martin und der Ries Martin. Und übrigens, wer das nicht glaubt, der ist selber die Schuld. Oh, mega tolle Geschichte, oder? Wenn du noch mehr Hörspiele hören willst, ab auf srfkids.ch. Am besten abonnierst du den Podcast, dann bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei. Freue mich. Tschüss von mir, Dana Zöllig.